Lief Deputéiert, Ehrendeputéiert, Präsidenten, Ehrepräsidenten, ich gebe so einfach, lief Fren alle Guten, das ein richtig Fred, das meist Haut heikende Gesinn im Summi, weil man aber schwer Zeiten und heute zu Lützeburg, auch in Europa, mit großen Herausforderungen und umso mehr wichtig ist es, dass wir als Hai gesehen, dass wir heute zusammen kommen. Und dafür sind wir froh, dass wir hier sind und sind froh, dass dir auch alle Guten hier sind und so nicht alle Guten herzlich merci, eben, dass da sind. Es sind auch die Mitarbeiter, die hier sind, merci für die Organisation direkt. Bis dahin hat alles geklappt, das Wichtigste könnte noch immer, ich zweifle einfach nicht daran, dass das auch wird gut klappen. Und ich kann nicht auch so in alle Guten herzlich willkommen der Jospart von der ADR, eng von den 4 größten Parteien hier am Land. Bravo. Wir ist hier Affond für den traditionellen Jospart, wo wir dann an Jahr 2024 auch noch 4 gucken. Und für uns ist klar, das kann ich schon sagen, der ADR guckt optimistisch op die Europawahlen, wir freuen uns drauf, wie darüber Herr Nomé. Ich will aber einen kleinen Rückblick am Anfang machen. Ich habe vor einem Jahr gesagt, dass das Ziel ist, dass die Gambia-Regierung aufgewählt wird. Und ich habe ganz vieles abgezählt, was die Gambia-Regierung schlecht gemacht hat, und dass die Situation, die wir nach 10 Jahren Gambia haben, für Lützeburg viel mehr schlecht ist, wie die wir für drin hatten, und da ganz vielen Bereichen. Aber das Ziel haben wir erreicht. Und das liefern, das ist der Verdienst von der ADR. Ja. Wir haben eine neue Regierung gekriegt, aber eine CSV, die genauso viel Sitz hat wie bei den letzten Wahlen, 21. Damals werden Herr Wiesler der Verlierer von den Wahlen, heute ist Herr Frieden am selben Resultat, der Gewinner von den Wahlen. Mit das ganz einfach. Für was steht denn Herr Frieden heute als Gewinner da? Weil wir am Osten den Gringen die Sitze weggeholt haben, an die gute mir, und dadurch geht es nicht mehr durch für die Gambia-Regierung, dass sie genug Sitz haben, neben dem, den sie am Norden noch verloren, die Gring, und dadurch kommt die Gambia-Regierung nicht mehr zustande. Das Eisen verdient, dann schon mehr Frieden noch an der Chambre gesagt, alle Leute, die aufsteht, sollen der ADR merci sagen, dass sie Premierminister gehen, weil ohne Eis wir hier nicht gehen. Dann hatte ich oft gesagt während dem Jahr, dass wir für die Gringwelle kommen. Und ganz oft, dass da gesagt, genau mit etwas, was da verreckt, das werden nicht packen. Aber ihr kennt das Resultat, es geschieht. Ich habe gesagt, dass die Gring werden krass verlieren. Und ich habe vorausgesagt, und ich meine, wir waren alle gut überzeugt davon, dass der ADR gewonnen. Das geschieht. Heute freuen sie sich, wie das geschieht. Ich will nicht lange darauf angehen. Die Gring so, und dann, ja, das war der Bashing. Wir wollen von Bashing schwätzen, dann wir gucken, wie Bashing geht, die Gring gemerkt hat. Als du nicht da war irgendwo eine Partei, wo noch vielleicht mehr Bashing gemerkt hat, die aber trotzdem gewonnen hat. Also ich meine, das kann es nicht sein. Da wird gesagt, dass wir in seinem Gartenhäuschen, wie wenn wir gucken, in Lützeburg, wie du gewählt wird, also Skandale und die meisten Politiker ohne Probleme überlebt. Ja, bitte. Hat die Memoir kopiert, kein Problem. Der Frieden wird schon Bummellehrer angemischt, kein Problem. Sie sind heute Premierminister und Außenminister. In Lützeburg fällt kein Politiker über so Skandale. Und dafür ist das doch nicht der Grund, wie das die Gring verloren. Weil der Grund, wie das die Gring verloren, ist ganz einfach ihr Programm. Ein Programm, das die Leute zu Lützeburg nicht mehr wollen, und ein Programm, das die Leute in Europa nicht mehr wollen. Und die gewonnen haben, dass die Welt immer mehr so ein Programm wollen. Und dafür kriegen wir immer mehr Vertrauen. Und so gilt es, das mitzuholen, auch ab nächstes Jahr. Wir haben am letzten Jahr gewonnen bei den Gemengewahlen, und allgemein, wo wir angetreten sind. Mit vollen Listen, Hummer Sitz kriegt. Auch das hat am Anfang keiner gelebt, wie wir haben das gepackt. Große Merci, du wünschst all denen, die da engagiert waren. Wir haben über 300 neue Members beigekriegt an einem Jahr. Und nun sind wir auf die 2000. Aber das ist immer in Quantität zählt, wir auch an der Qualität haben wir uns
noch mehr verbessert, wenn ich das so kann sagen. Die haben haut an der ersten Reihe mehr gut Leute, an der zweiten Reihe mehr gut Leute, an der dritten Reihe mehr gut Leute. Ganz wichtig ist auch, unsere persönliche Erfahrung, schon ganz viele Leute können kennenlernen an diesem Jahr, Leute, die neu an die Partei kommen sind, immens sympathisch Leute, intelligent Leute, fleißig Leute und auch richtig Freundschaften können schließen. Und ich meine, das ist etwas, was der DDR auch ausmischt als eine familiäre Partei, die wirklich nur bei den Bürgern ist. Dann hatten wir einen ganz großen Erfolg bei den Chamberwahlen. Da muss ich natürlich auch noch ein drauf zurückgucken, weil es war nicht so einfach. Und so wie Haut vielleicht ausgesagt, so evident war es gar nicht. Wie wir angetreten sind, da war die Situation, dass die Leute gesagt haben, ja, wir tun die Gäste wieder dabei, das geht schief. Und du kommst, dass man mal reden, du hast gesagt, das geht schief. Und dann hat man so viele Kleinparteien, du hast gesagt, das geht schief. Und dann hat man Luc Frieden, den, das muss ich so sagen, einen gewissen Teil von unseren Wähler wegkontrollieren, weil er sich einen konservativen Image gegeben hat, den aber am Funk, du zweifelst nicht dran, ob der wirklich hat. Du hast gesagt, den geht schief. Und du hast gesagt, die Leute wählen eine Koalition, sie wählen eine DP für eine Koalitionskrim oder CSV, und da kommen die nicht froh, weil die anderen will ja keinen mit dir schmecken. Geht schief. Und das ist ein Sujet natürlich wie immer auch nicht so präsent gewesen in den Medien. Das gesagt geht schief. Und da kommt eine Impfro Anfang September. An der Impfro war man noch auf 3 Sitz und Piraten auf 6. Und dann hat Südfriede gesagt, geht schief. Auch von dem, was man an der Presse konnte lesen, werde ich auch nicht so viel wiederholen. Ich will just den Herrn Goebbels, den Ex-Minister, zitieren, der gesagt hat, dass der DDR mit fast 10% nunmehr Fraktionsstärke besitzt, obwohl es in den Medien keinen Rückhalt gab. Und da das auch der Fall. Das heißt, es war alles so geschaut, dass es so schief geht, das ist aber nicht schief gegangen. Wir hatten trotz all diesen Hürden Erfolg, und das ehrt uns mit guten Fraktionsstärke. Wir sind die zweitstärkste Partei bei den Jungen, die Echtfehler haben am zweitmeisten der DDR gewählt, und dafür hier alle Gute für die Arbeit, die der gemacht hat, für ein Engagement. Ganz, ganz große Merci. Nun haben wir eine neue Regierung. Die Regierung die hat noch nicht viel gemacht, sie hat schon viel gesagt, was sie machen. Aber wir müssen aber eine Regierung in dem, was sie möchte, und nicht in dem, was sie sieht. Und dafür gucken wir mal, was sie alles möchte. Auf jeden Fall werden wir klar gucken. Wir werden ganz genau die wichtigen Sachen gucken. Ganz einfach Beispiele, wir werden gucken, ob die Kriminalität weiter geht hier im Land an den nächsten Jahren oder ob es Ruf geht. Ich erinnere nun, dass Lützeburg auf Platz Nummer 5 was in Europa, was Abrich angeht, an Überfall angeht. Auf Platz Nummer 5 an Europa. Das werden wir gucken. Darum geht es Regierung gemusst. Wir werden gucken, ob die Lebensqualität weiter Ruf geht. Die Verkehrssituation, ob die sich verbessert. Wenn das weiter mich schlecht geht, dann ist das Regierung am Eschek. Darum geht es gemusst. Wir werden müssen, wie die Kaufkraft sich entwickelt, wie die Energiepreise in den nächsten Jahren sich entwickeln, und wie die Situation an den Kliniken ist und an den Urgenzen. Darüber werden wir das Regierung müssen. Wir werden gucken, wie viel Schulden das Land möchte, wie die wirtschaftliche Situation ist. Wir werden gucken, ob die Natur weiter zerstört wird. Wir werden gucken, auch als Spruch mal hören, und dass die Männer geschwärzt wird, ob das verbessert wird oder ob es weiter raufgeht. Wir werden gucken, ob der Mut hier am Land weiter geht, Gambia als der Mut weiter gegangen oder ob es raufgeht. Darin gibt es Regierung gemusst. Wir werden ganz genau gucken, ob noch weiter viele Lützeburger müssen an Deutschland plündern. Ob es für ein skandalös ist, Lützeburg, die nämlich am Land wohnen, oder ob es eine Verbesserung gibt. Auf all diese Parametern werden wir da von der Regierung müssen, und da werden wir noch sagen, was sie falsch gemacht haben, wann die Situation sich nicht verbessert, und wann sie sich nicht verbessert, vielleicht, da geht es für die nächste Wahl just eine Alternative hier im Land, und das ist der DDR. Ich muss noch kurz in Grand Aktualität gehen. Ich will auch nicht so viel über den Hescheverbot schwätzen. Wir sind prinzipiell dafür. Es gibt aber viele große Probleme nach hier am Land. Ich will aber auf etwas angehen, was geschieht als für ein paar Tage. Da war ein Mann, das ist der Leon Glode, der hat eine politische Decision geholt. Durch die politische Decision als ein Täter oder Täter sind an der Nacht bei seinem Haus gegangen, haben da Graffiti auf sein Haus geschmiert. Und den Auto für dir, den dem Leon Glode seinem Jungen geheiert, mit einem Messer Pnöen Futti gepickt. Das wird dann Vandalismus genannt.
Das ist aber am Anfang nicht mehr wie Vandalismus. An Deutschland geben das nennen ein politisch motivierter Anschlag. Und dann gibt an Deutschland aus einem Fall der Staatsschutz. Da sind Geheimdienste mit dabei, die geben da enquetieren. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht ernst, dass das da wie ein Erschüchterungsversuch von einem Politiker mittels Gewalt. Und die große Angst, die kann, und das ist die, dass das da noch funktioniert. Und es so nicht auch klar, wer das sich handelt. Weil das geht nicht dabei so gesagt, wie die Person, ich denke, ganz klar, dass da ist ganz klar Gewalt aus dem linksextremen Milieu, auch hier am Land, und das ist etwas, was besonders nicht gehen ist, aber das auch Mengen an Neisen nicht dürft gehen. Komischerweise geht das aber nicht richtig thematisiert, kann ihn sich freuen, für was. Wie auf jeden Fall ist klar, dass denen das gemacht wird, die lebt noch immer frei rundherum. Mit seinem Messer für weitere Sachen zu machen, und ich hoffe, dass den Fund geht. Und ich fand es extrem grav, was geschieht ist, aber wenn der Vandalismus gesucht wird, dann ist das nicht anders wie eine Verharmlosung von dem Ganzen. Wir dürfen hier im Land so eine Gewalt nicht akzeptieren, weil das ist ein Attack auf unsere Demokratie, und wir werden das als ADR sicher nicht akzeptieren. Kommen wir zum letzten Punkt. Wichtig, nächste Rendezvous mit den Wähler EU-Wahlen am Juni. Also genau wie letztes Jahr gesagt, freuen wir uns natürlich auf die Wahlen. Alle 5 Jahre sind die wichtigen Momente, Bürger sollen sich erst bewusst sein, wann sie an die Wahlkabine gehen. Und ich kann nicht los schon sagen, dass ganz viele andere Parteien die Wahlen fährten wie Fixfeier. Sie fährten, sie geben verlieren, die Geringfährte ganz besonders, aber nicht nur sie. Wir als ADR, wir freuen uns drauf. Wir sind voller Optimismus, und wir sind ganz klar, es gibt Zeit für einen Wechsel am Juni bei den EU-Wahlen. Wir haben eine Europäische Union, die ist in einer schwierigen Situation, sie ist schwach im Moment, sie ist fragilisiert. Auch viele Länder oder politisch schwierige Situationen, wo die Leute nicht mehr bereit sind, das Ganze mitzumachen. Die EU findet auf viele wichtige Fragen auch nicht mehr die richtigen Antworten. Eine Frage, die seit Jahren am Raum steht, ist die Migrationspolitik, wo einfach nicht funktioniert, wo weiter irregulär viele Leute in Europa rankommen, wo weiter viele Leute am Mittelmeer sterben, weil sie die Möglichkeit kriegen. Es wird am Anfang einfach lesen, just als Beispiel, bis die während 4 Wochen, all die DW machen, bis die so keine Chance ranzukommen, da gibt DW auch keine machen, da gibt es andere Möglichkeiten schaffen. Da zum Beispiel, als während all den Jahren, 10 Jahre, nicht fertig geht, und die ganze Europäische Union konnte bislang keine Antwort auf die Frage finden. Und das ist für uns nicht akzeptabel und keine Antworten. Ganz klar geht es da. Wir haben auch in Europa eine ökonomische Rezession, wir haben eine Inflation, wir haben hohe Energiepreise, wir haben wirtschaftlich sind wir immer mehr schwer, wie viele Betriebe, die gehen rüber in Amerika oder auf anderen Platz. Wir haben eine Sanktionspolitik, die das mit sich bringt. Wir haben eine Politik, die wir machen auf der Welt als Europa, die kontraproduktiv ist, wenn es für uns Interesse, und da will ich mal gar nicht drüber schwätzen, was Deutschland mit seiner sogenannten Energiewende alles da anriecht. Alles das sind Sachen, wo mittlerweile auch viele Länder nicht mehr bereit sind, mitzumachen, und es nicht verzeiht, dass da doch sich wird drehen. Wir wollen auf jeden Fall sagen, eine fundamental andere Politik. Aber was wir feststellen, dass all die anderen Parteien, zum Beispiel Lützeburg vertreten im Europaparlament, vertreten am Anfang unter dem Strich alle guten dasselbe. Du seid ihr kein großer Unterschied, an dem nur wäre die gerade do wichtig, von der ADR do zu holen, weil da käme auch ein anderer Spruch dahinter. Es gibt Zeit, dass man das ändern, wie hun auf europäischem Niveau zu Bresel sitzen Leute von Impressionen, die ganz weit weg sind von den Leuten, die gern, und das auch so über völlig weg entschieden, wo Leute da sind, die nicht gewählt sind, die gern hätten, dass man das machen, was sie wollen, die als Fälle kontrollieren, und die nicht akzeptieren, dass doch andere Meinungen hier in Europa gibt. Und ich gebe euch ein Beispiel, das ist ein Aus vom Verbrennungsmotor 2035. Wen hat das überhaupt dezidiert?
Wie genau das sind die Sachen, wo man da geht, für den Sinn, wo man wollen, die Leute, die da sitzen, zurück auf den Boden von der Realität holen, zurück bei den Menschen hier im Land und in Europa. Und das ist die Aufgabe, die wir haben, und die wir als LDR werden umgehen. Und das werden wir machen, eben offensiv, optimistisch. Und das wird doch klappen, um die klaren Wahlen für den Sitz am EU-Parlament zu kriegen, den wir für 5 Jahre ganz, ganz knapp verpasst haben. Und das ist auch nicht gedurcht, für das du sitzt, für schön zu machen. Mit das ganz klar, dass wenn wir ihn hinschicken, das wird ein Plus sein, ein Plus für Lützeburg, ein Plus für Europa sein. Es ist die Stimme, die da fehlt. Und das ist ganz klar auch eine Stimme. Und da brauche ich auch nicht so schlimm für das zu sagen, wie für die Interessen von unserem Land, von Lützeburg, zu vertreten. Und das ehrbar, und ich meine, das kann keiner falsch machen. Dafür stimme ich ganz ehrlich und ganz recht. Da werden Leute mitzählen, da sind ich überzeugt, und dafür so ein Schneider, der guckt optimistisch auf die EU-Wahlen, und wir freuen uns drauf. So, liebe Freunde, nun ist genug geschwärzt, wir sind alle geduscht, und ich meine, dass der Moment kommt, wo wir können ausstoßen. Ich wünsche euch alle Guten, all Gutes, eine gute Gesundheit, ganz wichtig, euch und ihrer Familie, an der ADR, an Lützeburg, eine große Zukunft. So nicht merci. Thank you.